Willkommen beim nächsten FIFA-Part. Und ihr seht da vorne, also ja, das neues Team von mir. Und zwar ist das ein Mexiko-Liga-Team, das hauptsächlich aus Mexikanern besteht. Aber auch ein Rojas, der aus Ecuador kommt. Der haben wir der Beste. Aber ja, ja, ich stelle es jetzt schnell vor. Und dann geht es dann in die Viertelfinalpartie vom Silberpokal. Ja. Im Goal habe ich da den Orozco. Der hat 74, ist selten, ist er sehr gut. Gut im Hecht und Reflex und ich denke, das ist das Wichtigste. Oder? Innenverteidigung. Ich habe übrigens 5-2-2-1 Verteidigung genommen. Weil, ja, keine Ahnung. Der Mier da, der hat sehr gut im Kopfball vor allem. Vielleicht tun wir auch wieder noch tauschen. Und dann haben wir Johnny Magalon, der hat gute Stats, eigentlich, ja, halt einfach gut, genau wie der, zum Beispiel also 70 Pace. Für mich ist einfach das Wichtigste, mehr als 65 Pace sollte ich schon haben. Also, Rennen sollte das schneller als 65. Und dann Kopfball sollte auch über 70, wenn man sicher sind, das sind da alle, ganz klar. Dann Linksverteidiger, da der Alderete von Amerika. Mit 78 Tempo und vor allem gut 72 Verteidigung, was nicht schlecht ist. Ja, und hat auch 3 Sterne. Das ist natürlich auch gut als Verteidiger. Auf der anderen Seite der Perez mit 90 Pace, ein perfekter Abfall, also perfekter Counter gegen Pace-Spieler. Also sehr gut abfahren. Leider nur 2 Sterne, aber ja, ist recht billig eigentlich, um 800. Ja. Kommen wir zum ZM, da habe ich auf der Ding der eine der Barrera, der vor allem sehr schnell ist und auch 4 Sterne Skills hat. Für 500 nur gekauft. Ja, Dribbling, ihr seht, und Tempo ist am besten. Und ja, Wert ist halt nicht so gut, aber dafür habe ich da noch ein bisschen andere, und zwar den Perez habe ich gekauft und ich sage mich einfach eins, es lohnt sich wirklich für ihn den zu kaufen. Der ist wirklich sehr gut, hat schon recht viel Goal gemacht und zudem ist er auch ein sehr guter Freistoßschütze. Für lächerliche 250. Leider nur 3 Sterne, aber sonst ist halt wirklich alles gut. Im 3 Sturm vorne habe ich eben RS der Rojas. Der hat 93 Pace, also sehr stark. Überläuft häufig der Gegner. Und natürlich 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß für 1600 gekauft. Ich denke, das ist es wert. Im Sturm habe ich ja den Castillo mit einem 76 Tempo, das ist ganz angemessen. Gut im Dribbling, natürlich 4 Sterne Skill. Mit 73 Schuss, ist okay. Dann LS steht auf der falschen Position, aber ja. Aquino, natürlich 4 Sterne, ist jetzt nicht wahnsinnig wie ein guter Spieler, aber wir sind kein besserer anlenkt. Auf der Bank habe ich dann den Toledo als ZM-Ersatz. Hat 5 Sterne schwacher Fuß, ist eigentlich nichts Besonderes. Pacheco im offensives Mittelfeld, kleiner Allrounder habe ich da halt gesucht. 4 Sterne, also ja, für nur 150 gekauft. Ich denke, ja, ist immer gut. Innenverteidiger, Pimettel, gut. Ja, da habe ich noch Goalie, wo ich auch könnte ins Goal stellen, aber der andere ist halt besser. Noch ein Innenverteidiger mit noch ein bisschen mehr Pace. Dann LF-Ersatz, Gallero, und an dem ist etwas Besonderes. Und zwar hat er nur 1 Stern schwachen Fuß, was eigentlich recht schlecht ist. Das ist auch der Grund, warum er auf der Bank ist. Immerhin 4 Sterne Skill. Und der Rest sind ein bisschen random Spiele, die man da. Das wär's eigentlich, und es ist noch ein bisschen besonders. In diesem Match spiele ich einfach jemanden, den ich kenne. Ja, aber ich denke, das ist jetzt heute mal ein bisschen einfach, dass ich es gesagt habe. Ja, also, viel Spaß. Das, da sind wir auch schon beim Trikot wählen und so. Ja. Ja. Und zwar, ja, eben, wir sind jetzt im Viertelfinale. Da ist der Gegner, oh, ja, FC Trolling, und er hat auch ein mexikanisches Team. Das habe ich mit ihm irgendwie abgemacht halt. Dass wir da
ja, einfach so, da sieht er auch noch ein paar ähnliche Spieler. Und das Besondere, dass er noch der Quintero hat. Ja. Da kommen wir in die erste Szene, und zwar haben die ich und mit dem Perez, der unser Pace hat. Er kann halt nicht so skillen, Ball rollen. Dann schießt er und ganz knapp vorbei ist da der Ball gegangen. Dann hat es Abstoß gegeben. Er führt raus, aber wir haben ihn gerade wieder. Spielen auf Castillo. Dann wieder zurück. Das gibt eine gute Chance. Direktschuss, aber Goalie haltet. Nicht schlecht. Nächste Szene, Eckball. Und knapp drüber. Und ihr seht schon, ja, wir haben viele Chancen am Anfang des Spiels. Barrera jetzt. Macht er einen Ballroll aus Tüneli und das ist eine recht komische Szene gewesen. Jedenfalls gibt es Penalty, ärgerlich für einen Gegner. Das eigentlich recht glücklich, sehr glücklich ist. Schuss und der ist drin, der Perez, den ich ja schon im Vorfeld gesagt habe, dass der sehr gut ist. Also jetzt nicht nur, weil der Penalty macht, das wäre auch schon anders gewesen. Dann hat der Gegner eine Szene, aber wir klären ihn. Allerdings bleibt er dran. Spielt auf Hernandez, dann rein, wir wehren ab, aber er bekommt wieder den Ball. Er schießt und an die Latte. Glück für uns in dieser Situation. Nächste Szene haben wir wieder. Und zwar mit Castillo, Hacke zu Hacke, Berbaspin. Dann passt er rein zum Rojas. Und da ist das Goal zum 2:0. Schön abgeschlossen, vorher noch ein bisschen geskillt. Und so liegen wir schon 2:0 vorne. So ist dann auch zur Pause geblieben. Und ja, da sieht man noch die Stats ein bisschen. Hat man noch gesehen. Dann kommen wir in die zweite Halbzeit, das geht gerade wieder weiter. Mit dem Castillo. Und der schießt knapp am Goal vorbei, leider. Ja, alla dritte da wieder. Und passt rein. Wieder der Castillo. Bla bla bla. Und Schuss. Und aber leider daneben. Ja, da haben wir eine riesen Chance. Hacke zu Hacke. Schön vorbei. Und was ist denn das? Also ja, schlechter geht's ja gar nicht. Schlecht. Eckball jetzt. Aber der Gegner bekommt den Ball und kann so einmal einen Konter starten. Ja, mit dem Bravo, der hat 94 Pace. Das ist natürlich, das ist einer, den ich auch mal noch kaufen. Quintero. Aber Latte, da haben wir wieder das zweite Mal, das ist schon der zweite Lattenschuss. Ziemlich viel Glück für uns. Pech für ihn. Castillo da, ein bisschen am Rumtörlen. Ja, und jedenfalls hat es da dann angefangen zu spinnen. Ja, ist auch irgendwie ein bisschen dran gekommen. Das, ja, aber, ja, wir haben jetzt halt gewonnen. Das wäre es eigentlich auch schon von dem Part gewesen. Also, bis zum nächsten Mal.